Guten Abend, ihr live Leute. Wir sind da, der Showdown aus dem Präser. Das 2020, das Jahr hier, das mal auf das letzte alles gewesen haben, am letzten Showdown. Und wir haben aber das Jahr gedacht, wir geben aber ein Showdown machen, zumal für die Leute ein bisschen zu dienen zu gehen während der wunderschönen Covid-Zeit. Und voilà, du wennst mehr hun aber der Show dann liegt dem gerne last Jahr wie der wirst war einfach ein großes Event über den Weekend wo man halt just so kleinen Pre-Qualifiers hatten und das Jahr haben wir das aber liegt gerne dann mehr hun lo Fire Qualifying Events die über Fire Main laufen das heißt Allmount Qualifier und du nur könnt dann das größte Showdown-Event, wo dann die besten Kippen zusammenkommen aus den Fair Qualifiers an gegen spielen. Das Ganze ist dann noch, dass ihr ein bisschen mehr heiß dotiert wie letztes Jahr. Letztes Jahr könnt ihr euch erinnern, war der gesamte Price Pool natürlich in Englisch, so könnt man dran, war der gesamte Price Pool vom letzten Jahr 2000 Euro. Das Jahr haben wir das dann alle so heiß auf 3000 Euro. Sind 250 Euro pro Qualifier, wo am Price Pool sind, die abgedeelt gehen ob die Equipen, die mitmachen. Und an der Final sind es doch ein 2000 Euro, wo zu gewinnen gehen, die auch abgedeelt gehen ob die Equipen, die mitmachen. Ja, also, wir hatten die erste Edition den 4.10. auf Pappendach. Wo leider nicht direkt kommt gestreamt gi live. Da wennst du mir das ganz einfach lo als Replays gespeichert und wir werden die dann no rausgehen, angefangen mit eben dem heutigen Video beziehungsweise dem heutigen Match. Das heutigen ist wie gesagt normalerweise lo just de K unique, weil er eben ein bisschen speziellen Tag war. Normalerweise wird man das alles aber hoffentlich live können überdrohen vom zweiten Qualifier und bis Final nach Matt. Ja, ich gebe so, dann warten wir auch lang und stelle mal nur für die vier den Jeff, den noch bei mir ist, den das ganze Modcast. Salut Jeff. Salut. Und was hast du von dem ersten Qualifier wie gelaufen ist? Ja, also das meine ich Jahr, wo ich dabei bin. Für mal zu organisieren und Nummer zu casten. Aber für mich ist es noch völlig. Ich meine, die Leute haben sich amüsiert, die Leute haben alle Matt gemacht und jeder hat Spaß dabei, meine ich. Absolut, gehst du 100% recht. Es war ein relativ relaxen Abend, 6 Equipen haben am ganzen Matt gemacht. Und ich denke, wir geben dann noch direkt antauchen an die erste Begegnung, wo wir hatten, sondern was Kirbros gegen TLB war, The Leaking Brains. Da haben wir dann natürlich auch alle bekannte Namen, die rumkommen sind, wo sich eigentlich ja, Chip gehen und dann geduld und alle abkommen machen, alle matt. Bei Kirbros wäre das den JT, den Turig an den Dark Dragon, all bekanntner, die auch schon 2019 auf Run mat gespielt hun. An bei TLB wäre der Kisha, de Moki an de Slyon. Moki an de Kisha sind eng Schneimer lo dabei. An de Slyon den kennen man natürlich auch schon vom letzten Jahr. Ja, ich weiß nicht, ob man noch viel dazu soll so. Ich meine, für die Leute, die heute werden gucken, wäre interessant einfach das Match zu sehen, wer es war. Ja. Und dann gebe ich so, und da fängt man dann mal an, ne? Dann Da stimme ich da voll zu, ja. Ja. Gut, dann, wie gesagt, wir machen das alles ein bisschen im Replay. Das heißt, der Javanus, wir müssen also ein kurz synchronisieren, für das wir gleichzeitig das Ganze starten am Replay. Und dass man nicht 2 Sekunden Differenz, weil sonst geht der aber vielleicht ein bisschen kompliziert für zu casten. So, dann gebe ich so, Jeff. Dann drücken wir Play plus minus an 3,
2, 1, ab Play. Alles, du si mal gestarrt am echte Game mit Gesindesleiien das breite Wiggel schon sing. Käfer bisssen den Knöen an den Dragon mit dem Ball. Oh, das Leiie krit aber du steckt zerwischen. Nach eng Dämme mat dabei. Oh, du hast am Goal bis Flas geschieht aber nach Kegol. Ja, was net gefeierlich. Nach Schoss vor sie mit den Erik kann deklären. Moki und Ball. Leiie kennt mat. Und das ist schon gefährlich. Ja, und da war schon der nächste Goal vom Dark Dragon. Absolut nichts zu machen, wirklich. Und der Defense war zu schnell, und Holland Defense war nicht top 4 drin. JT Nee, und geht direkt weiter. Direkt weitergegangen. Man, zweite Schuss, zweite Goal. Das ist frei ein 2-0, das du effektiv, ja. Ja, das ist definitiv. Ja, das wie du siehst, da sind zwei altbekannten Teams. Zumindest Leaking Brains, die kennen die vom letzten Jahr. Ja, die kennen sich wahrscheinlich und die wissen schon, wie sie reagieren sollen. Nur ein gut Pass auf den Erik, an den Erik fällt dort nicht ziemlich ab. Ja, da konnte Kisha eigentlich nicht viel machen, war ein bisschen zu los für den noch zu saven. Quasi, ja, das ist just schön. Ich habe probiert, den auch mitzukriegen, mit dem JT safe den aber den Erik. Den Erik mal einen Schussversuch, kriegt eine zweite Chance, nee, das Lion cleart dann auf Zeit und du kannst passend mit. Den Dragon hast du für zu intercepten. Moki B, voll Kontrolle im Ball. Vorsicht zu schnell reinkeier. Der Kisha in der Brust und den Erik nächstes Mal einen Schuss. Und den Dragon auch. Und den JT in reinkeier, den Druck, den hast du. Das feiert zum vierten Goal schon. Ja, das tut dann gesagt mal ganz aus, wie von The Leaking Brains ein bisschen immer da kämpft. Auch gut gewählt von Moki. Ja, es kann auch sein, dass der nächste Match vom Turnier, sie wissen, dass es abgeholt wird, vielleicht sind die Nerven noch immens heiß. Das, wie gesagt, ein Best von 3, die ist 100 Mal noch ein Zweiter. Am zweiten Spiel muss Team Leaking Brains dann aber wissen, sich Metro geben. Also ob Nerik versucht noch einmal den Chance, den Dragon wart, kriegt dann aber nicht ran. Gute Versuch vom Kisha, du. Er versucht nach, bleibt aggressiv. JT mischt doch Druck. Nerik ist immer durch für einen Schuss zu holen. Ja, kann die noch wie aggressiv sie sind. Ja, ich meine, der JT wollte auf den Goal schießen, hat er dann nicht ganz gepackt, oder wirklich Ballkontrolle gehabt. Überraschend fertig sehen von JT. Du wollt Nerik Nike Schuss. Ja. Schöne Ja. Goal, schöne Goal. Absolut. Die Defense war ein bisschen ja, nicht drauf viel dreht, dass du einen Schuss könnt. Ich meine, seid ihr noch ganz liegt, dass eine gewisse Differenz du hast zwischen den zwei Equipen an Sachen, Skill. Weil Kisha du launcht, wird den aber noch gut rausgeholt wird. Oh, hallo sind sie an der Attack, kann das geschehen. Der Nerik hast du mal im Clear. Moki B versucht den dran zu halten. Me leider geht er geblockt. Du war der Nerik nicht. Nur Ja. ja. Nicht eine Clear, als er verfolgt und das zum gut bekommen. Ja, absolut. Schöner Block von mir. Oh, da versucht es rein, er geht heiß an Blut. Der Kisha ist nach tot und Rock ist nach tot und JT versucht sich drunter Mist. Das ist aber kein Hand drin von den Leaking Brains. Moki B will dort Passspiele abbrechen, kennt ran. JT hast du voll relax, er geht auf 2 50-50.
hält sich noch unter Kontrolle. Und ja, nach hun se de Ball, eng Shape hast op seit. Erik musst du an Blut, hast Trick. Oh, du hast vielleicht eng Chance an der Konterattack. Ah, den JT seht sich, komm, schon mal die Ball mal. Ja, gesagt eben ganz liegt, dass hat Chance. Leider nicht durchgegangen. Das wäre der Moment gewesen für Leaking Brains. Und nein, keine Oh, Chance. nach der Chance des Slime geht er Blut. War schuld, dass das nicht durchgegangen ist. Und kassieren sehen, obwohl sie da 2 große Chancen gehabt hätten, 4 Goal zu machen. Nee, das ist leider nicht durchgegangen. 7-0, 20 Sekunden noch zu spielen. Ich meine, die erste Begegnung seid ganz stark. Und sie von The Leaking Brains ha ein bisschen die Kirzke geeft zählen. Oh, wir wollen sie nachher. Ja, ich muss schon sagen, dass Kerberos lo net das Beste vom Besten aufliefern, das was ich von hinten gewinnt das. Ah, und du leid den Ball auf Bude mach. Ja, das ist nicht so abgegangen wie geduld. Kerberos hat natürlich stark aufgesäbelt, muss ich schon sagen. Ne? 7-0, die Leaking Brains waren auch, wie du siehst, war vielleicht Nerven noch mal dabei, weil eben abgeholt auf, beziehungsweise gestreamt oder abgeholt, sind immer dieselben Nerven, die dann am Wibbeln sind. Aber das auf jeden Fall schön gewesen, sie hatten hier Möglichkeit, die Leaking Brains 4 nach do, 1-2 Goal eventuell rauszuholen, wo Kerberos nicht richtig gut abgepasst haben. Aber das leider nicht so ganz durchgegangen für sie. Und damit geht dann den ersten Match vom Best of 3 und Kerberos. Da gebe ich so, wir gehen aus dem heutigen Replay Lomol raus. Und gehen dann an den zweiten Replay ran. Okay. Wieder gesehen, sind aber pure Replays, wo gerade Modkrit tut, die nach Werte kommen. Es wird aber ein bisschen dauern, bis wir fertig sind mit dem Casten, also es werden einen oder anderen, werden wir die uploaden, so, dass es aber im Endeffekt alle gut könnt gesehen. So, lo, haben wir heute den zweiten Rund. Mal gucken, vielleicht könnt TLB und ein raus. Weil Kerberos also wirklich nicht ja, auf ihrer besten Spur, wo sie gerade fuhren, muss ich ganz ehrlich sagen. Also sie hatten definitiv ein paar Chancen dort, TLB. Du hättest nicht viel gefehlt in der Attacke. Wenn der Schuss ein bisschen mehr Richtung Goal geht, wenn du vielleicht noch ein KE kommen, ich meine, da kann die Ball auch dran sitzen am Goal. Absolut. Ich muss schon ganz ehrlich sagen, TLB hat mich schon überrascht, dass sie eben so viele Chancen hatte, weil, wie gesagt, sie normalerweise ganz anderen, mehr aggressiven Stil gewinnt von den Leuten von Kerberos. JT, den hat sich ziemlich defensiv gehalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber, ja, mal gucken, wie den zweiten Match dann umgeht. An wie verlebt. Also gebe ich so mehr Jumpen auch dort hier dran. Und dann gebe ich heuer den Countdown gehen und dann können wir den dann auch gucken. So, ja dann 3, 2, 1, up play. Oh. Ah, das geht jetzt. Erik an das gleiche für den Kickoff. Kerberos hunne gefunden und du hast direkt den JT gibt einen Pass, eine wunderschöne Idee. Erik leider ein bisschen drüber, den JT followed. Kriegt den Ball und einkehrt mit. Und da sind sie aber noch ganz schön aggressiv, das gewöhnen sie vielleicht. Sie konnten das nicht direkt 2 Goal direkt am Anfang. Und man bleibt nicht spannend mit den Dragonheim, man denkt, Double Touch Versuch. Double Commit hat der Seite von der Kerberos. Die sind auch noch doof. Aufbau schief gegangen. Und du aber. Wunderschönen Touch.
absolut super Touchstufen. Da war ein Dark Dragon, wenn ich nicht geht, ne? Schön am Nektar, unmöglich zu saven, 4 TLB. Ja, an Dommer sind Kirbros auch schon Goal 4. Mehr wie gesagt, der Kischer hat mal Kontrolle, da geschieht vielleicht etwas. Den Dragon kann den noch brechen. Den ist gefährlich für den Moki B. Mehr kriegt den einen mit, den JT wacht Hannen. Mehr versucht selber. Den Druck ist definitiv da und sie wissen nicht genau, wie sie aus der Lage rauskommen können. Und da konziehen sie auch dann den zweiten Goal schon. Ja, gibt aber Menschen ein Match für TLB, wenn sie ein 2-rig. Ram und Lad, schöne Schuss. Der JT! Hoppa. Wunderschön. Du gesagt, das ist den JT, den wir kennen. Kennen Sie mal wunderschöne Schuss vom Backboard. Ja, Leaking Brains, die werden sich auch so komm, ein erstes Goal, Goal und dann vielleicht noch ein zweiten, aber den ersten, den ist mal wichtig für die Motivation. Ja, das ist immer schwer gegen so Teams, wo schon so viel weiß, das wird schwer. Ja, definitiv. Gut mit von der TLB. Das ist relativ gut gemacht. Heute JT hat der Chance, treten leider nicht ran. Aber gute Clear von TLB. Oh, da versuchen sie Passing Play von einer ganz speziellen Art und Weise. An der Schuss zu 2 auch. Da gehen sie richtig kreativ. Das kann noch weil ein Goal gehen. Die du passen so an den Leichtgang. Leaking Brains. Ball ist Lion vorsichtig mit einem Double Touch. Mehr Pass noch an. Ob den JT. Oh, das ist eigentlich ein Goal. Ich steige heute rasch. Das ist mal safe. Mary geht den dann einfach mit. Das Lion holt noch genug Boost auf hier. Ne, JT ist ab. Mit einem Flip Reset, schön die Feier pnöen, unter den Ball und da kann er einen springen. Zwei entklärt den Moment keinen Ball, so ein bisschen, ich meine, sie mussten sich alle, zwei Teams mussten sich alle gar nicht fangen. Die Pass, die connectiert auch nicht. Merik, den JT sind alle zwei direkt an den Ball. Moki B ist an der Loot für uns blockieren, ja, 50-50, das ist Lion. Ein Pass, den Dragon kann du nicht drehen, Erik vielleicht nicht mit, nee, dann erwischt der Ball nicht. Moki B versucht sich Kontrolle zu holen. Pass von Erik, der weit nach hinten. JT mit einem Schuss und mit der Demo, schön mit Toten. TLB probiert zu defenden, wo sie nicht mehr können. Sie probieren umzugreifen und sie probieren auch einen anständigen Tanking zu kriegen. Geht leider nicht genau so, wie sie gerne hätten. Heuer und natürlich mit einem Schuss, wo den Moki aber aufgebiert wird. Keiner der Defense, weil die Kirchhoff, da kriegt aber noch ein Share. Moki hält den Ball am Mittelfeld. Geht aber leider Richtung. Oh, das war just. JT der Ball noch gekommen und der war 5 Minuten. Das ist ein bisschen mal wie eine Minute zu spielen. Das wäre 0-4 Kirchhoff. Geht vielleicht ein bisschen schwer dazu noch 4 TLB aufzuholen. Mehr nicht so menschlich. Wie sie sich nur noch machen. Schöne Flick vom Slyen. Sie verzichten nach die 3 Sekunden. Sie wollen den E-Goal aber nach Aerial Play von Kisha. Der Ball bleibt aber Mac. Er hat gut probiert. Ja, und dort muss ich so ein Team Leaking Brains, die connectiert noch nicht so wirklich gut und passen. Passe sind zwar dumm, mit das Kind dafür sind zum Fänken. Ich schon versichert, konnte Boost leider nicht mal holen. Und du leitet den Ball im Boden. Ja. Also. Aber verdenkt den 2-0 definitiv für Team Kirbros.
mat insgesamt 11 Goler hunn se awer do eng Dominanz gewiesen dé sech weise lässt. Ja, also schmengend war bëssi firauste gesinn dass Kirbros ha am JT Dark Dragon am Tourig ha bëssi dapper hand hunn Genier vun de Leaking Brains dat war firauste gesinn ganz ehrlich Ech fan den Leaking Brains zech nach relativ gut lo zum am zweite Match geschloen. Se hatten eng besser Defense wéi am echte Match. Sie hun de Ball viel méi am Mittelfeld gehalen, hier Blocks waren viel méi do, sie hatten nawen zwo Chancen, wo se hat ne Goal machen. Ich mein so gut 3 Chancen, wo awer geblockt goufen vun Kirbros. Also alles in allem gebe ich so war eng solide Leistung vun TLB lo net ha 15-0 verleieren an den beide Matcher. Also schon lo net so schlecht von Schwarze aufgeliefert hun. Definitiv, wann den das Scoreboard guckt, dann geseit den auch denn bei der Kirbros den Erik mat 6 Schüss, aber Kind vu net getroffen, also Defense die huet gehalen. Die Schüss vom JT vielleicht bisschen mi schwer zu halen, den hue der 2 von 2 geschoss. Am Scoreboard so ausgesehen, wie wann Leaking Brains wirklich viel Chancen hatten, aber auch bis bei der Goal sind sie aber nie wirklich kommen. Ja. Registrierten just Schoss dat ass zerweinech fir ein Team vum Kirbroser Kaliber. Absolut ja. Von dat so guckt dann as 11 Schoss gen Schoss. Ja, dann hast du bis eng mich schwer Ugelegenheet fir dat wirklich Schritt zerstelle vun TLB. Mei wie gesot, Ech fan so en gut Leichtung brut, dat se net filmmi heich ausgangen ass den zweite Match hunn dat wirklich solid gemacht fannech. An schmengen den Kicher dat war joch den Ersatzspieler fir TLB. Richtig. Wat natürlich och wahrscheinlich net lo unbedingt geholle huet fir die Sach méi smooth zu machen fir TLB selber. Und du mat fannech dat ze die Sache aber net so absolut grausam verlö hun. Ja, ich muss dabei auch recht geben. Die zweite Spiel haben sie definitiv besser gemacht. Die waren mehr aggressiv, sie konnten noch gefehlt, mehr Chancen, und ein bisschen etwas in der Ausführung zum Schluss gefehlt. Ja. Noch effektiv, denn Kisch als Auswechselspieler, den Euler-Team, der konnte leider nicht dabei sein, gucken, ob den dabei ist oder ob sie den Kisch dabei behalten für das nächste Event. Das wird es dann weisen lassen. Genau. Voilà, ich meine, das war den erste Match. Kirbros gegen TLB geht 2-0 und Kirbros. Sie sind dann da weiter. Und TLB geht dann an Loser Bracket. Nee, Quatsch, das war nach Gruppephase. Ja. Genau, das war Gruppephase. Oh, das ist schon viel zu weit am Kopf. Ja, man hat in der Gruppephase gesehen, man wollte alle gute Teams mal gegen sich selber spielen. Also, genau. Sind alle guten. Am Bracket sieht die besten Teams sind da 2 die ausfallen bei den 6 Equipen. Bracket fast mat 4 Equipe nach die weiterkommen sind. Richtig. Gut, dann gebe ich so mehr bedanken für no gucken Lummel für den nächste Match. An den zweiten Match den werden wir dann auch an der nächsten Zukunft droplöden und die anderen Matcher werden dann auch löst dann no kommen. Wir werden dann noch beim letzten Match wo wir droplöden erst besteht so am Stream beziehungsweise am Recast wenn ihr dann weitergeht falls das just auf YouTube verfolgt wenn ihr dann den Livestream umgeht für den zweiten Qualifier. Gut, dann wie gesagt nach schönen Abend von meiner Seite. Ich sind die Siles und Jeff von Snaps will so. Ich schließe mich stehen. Schönen Abend. Ich muss mir noch gucken. Am merci auch und ich sehe es, dass du mich als zweiter Caster mit dabei geholt hast. Bei euch so merci und dich, dass du dich gestaltet hast. Allein Caster ist immer so gesagt. Gut, dann noch schönen Abend gewünscht. Eddie.